Und wieder einmal ist es Zeit für ein Duell, Freunde. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Chaos. In der zweiten Etage sind wir wieder mal dabei. Und ja, müssen wieder mal gegen diverse Gegner antreten. Treasures platt machen und so weiter und so fort. Natürlich auch noch ein paar Karten neu kaufen. Aber dazu dann später mehr, also wenn wir da mal wieder ein paar DPs auf der Seite haben. So, ja, kurz mal bewegen, wie kommen wir überhaupt? Zack, zack. Was ist das für ein Typ da unten? Das ist wohl... Ja, aber Roulette, Menschenskind nehmen. Das ist dämlich. Alter! Das Roulette-Prinzip, das nervt dermaßen. So, er bereits 5 Mal? Doch, ist eine 5 dabei. Komm schon eine 5. Eine 2, das gibt's nicht. Hey, ich will eine 5. Ja, Moment, nicht bewegen. Roulette. Come on, eine 5. Geht doch! Eine... Was ist das gerade? Egal, eine 5 mit bewegen. Und zwar gehe ich jetzt mal zu dem hin. Zu Level 10 Matthew, Schicksal des Kriegers. Okay. Was? Warum duelliere ich mich? Na, also, wenn ich es kann. Immer, wenn ich einen Duellanten sehe, tue ich es einfach. Klammern. Okay. Ist natürlich eine gute Erklärung, oder? Wieso duelliere ich mich? Ganz einfach, weil ich es kann. Ja, das war das gleiche wie, wieso atme ich? Genau, weil ich es kann. Alter, du Copycat-Spieler, jetzt reicht so langsam. Okay, jetzt auch verloren, aber immer mal etwas anderes. Okay, ich bin Zweiter von mir aus. It's time for duel. Synchro 1 immer noch. Mit weil es zu 1.1, aber ist egal. Ich glaube, das reicht sowieso nicht hin. Auf die freie Fläche. So, wir haben unseren neuen Krieger dabei. Zweite Karte von links. Oh. Ein Schicksalsdeck. Also natürlich ein Schicksalsheldendeck, so rum. Okay. Du liebst mich also mit einer einfachen Version von Esther Phoenix. Das kann ja heiter werden. Na gut, Kumpel. Von mir aus. Und sehe ich mal. Gar nicht mal so eine schlechte Starthand. So, als erstes rufe ich mal den Zwillingsschwertplünderer im Angriffsmodus. Meine mächtige Bestie. So, und dann wird es mal Zeit für einen Angriff auf sein Monster natürlich. Vernichte es! Oder versuch's zumindest. Nein, der Danker! Alter, was? Spezialfähigkeit, du kannst einen Counter mit einer Hand auf den Friedhof legen. Dann gehe ich noch 500 Schaden zuzufügen. Naja, geht eigentlich noch. Okay, also nichts gewesen mit den Spesen. Ich weiß, ich kann zwar mal angreifen, was bringt mir das? Ja, Full Fail. So, dann setze ich mal 2 Karten verdeckt und beende wieder mal meinen Zug. Also eine grandiose Öffnung, hey. Naja, man kann nicht alles haben, liebe Freunde. Gut, er zieht, er wartet. Was macht er? Du willst mich verarschen, Kumpel. Du willst mich jetzt ja wohl verarschen. Alter, was eine Potsau. Na, warte. Alter, ist das geil. Level 7 Monster, lass ihn grüßen. Wobei, wir können kurz abwarten. Ach nee, das ist 6, schade. 6 reichen natürlich nicht auf, aber 7, Stufe 7 Monster. Ich sag nur schwarzer Rosendrache. Haben wir noch etwas Cooles? Der Unterweltler hier, naja, XL Urbelum wäre eine Idee. Nee. Okay, nur mal DD-Krieger im Angriffsmodus. Und aktivieren eine verdeckte Karte, nämlich Feindkontrolle. Tja, da staunst du was. Und jetzt haben wir dann Schicksalsheld ganz flotte Gauti in den Angriffsmodus geswitcht. Tja, Kumpel, da kannst du gucken. Und zwar Bauklötze. Zwillingsschwertplünderer, vernichte sein Monster. Mit der Zwillingsschwert-Attacke. Und das heißt, genau. Meine D-Krieger muss nochmal angreifen. Und zwar direkt auf seine Lebenspunkte. Nee, bitte nicht. D-Geschicke ist klar. Wenn die Battlephase, naja, alles gut, von mir aus. Ja, ich will meinen Zug. Fürs Erste zumindest. Dieser Matthew. Hat er wohl noch coole Karten? Oh nein! Ich hab gerade im Kopf gehabt, spielt er wohl das Monster? Oder dazu braucht er die Zauberkarte. Tja, da haben wir sie. Jetzt ist übel, Freunde. Die Kampfphase möge beginnen. Kannst du knicken? Ich aktiviere Eisenschrott Vogelscheuche.
Der Angriff ist geblockt. So, na dann wollen wir mal. Ich ziehe wieder und bingo. Jackpot, Baby. Oh. Ich soll mich vielleicht ein bisschen beeilen. Ich rufe gebieterischer Ritter im Angriffsmodus. Na dann. Ich würde mal sagen, Zwillingsschwerplünderer, greif an. Und zwar vernichte sein Monster, sein Schicksalsheld, Dread Servant. Dread Servant, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Ja, ich weiß, er ist so zerstört. Was macht er den Quatsch? Hey, wieso hat er... Verstehe ich nicht. Wieso hat nicht meine Karte vernichtet? Achso, du kontrollierst. Entschuldigung. Natürlich mein Fehler, aber egal. Gebieterischer Ritter. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Tja, das tut weh, Kumpel, wa? DD-Krieger, zeig sie ihm Attacke. Ja, ja, der gute alte Matthew, das sieht nicht gut für ihn aus. Ich meine, er hat zwar ein paar Schicksalskarten im Deck, die auch tolle Effekte und so haben, aber irgendwie scheint das nicht zu raffen, die zu kombinieren. Das war gerade ein bisschen früh gesagt. Rufst jetzt das wieder im Verteidigungsmodus oder wie? Tatsache, ich hätte es doch wetten können, Leute. Oh je, dieser arme Matthew. Gut, von mir aus. Ich zieh nochmal und... Ach, egal, Steinschaumenigel brauchen wir nicht unbedingt. Ich greife mal an und zwar mit dem Zwillingsschwerplünderer. Vernichte sein Monster und zieh die Differenz in deinen Lebenspunkten ab. Come on, das kannst du und wie es kann. So, DD-Krieger, beende es mit direktem Angriff auf seine Lebenspunkte. Das war's, Matthew. Mann, nee, Freunde, was für Flaschen hier, wa? Haben wir kaum angestrengt. Ah, yay, man hat's schon schwer als zukünftiger Meister der Karten, oder? Ja, ich weiß auch. Sehr, sehr weit vorgegriffen. Was passiert? Ich hab verloren, scheiße. Und weg, voll ausgelöscht. Na dann, nochmal ein bisschen bewegen und da ist bereits der nächste. Der gute Simon. Hey du, hast du einen Schlüssel? Nein, dann wird der Mann Zeit nicht. Obwohl er Simon. Na egal, das ist mal ein Schicksal, duellieren wir uns. Ach nö, nicht mehr so ein Schicksalsdeck. Der Simon. Ene mene mu und raus bist du. Bingo. Dann fange ich mal an. Michael vs. Simon. It's time for a duel. Geiserlehrling? Oh. Das klingt übel, richtig übel. Oh, mein neuer Feinkarte. Na gut, ich habe nicht gerade so viele Monster auf der Hand. Dankeschön, da kommt schon eins. Wobei, ist 2 plus 6. Das ist eine geile Kombi. Nur wenn er ein zweiter mehr Monster hat. Oh. Okay, was mache ich da am besten? Ja. Ich rufe mal Krebon, zwar im Angriffsmodus. Könnte schon passen. Dann spiele ich noch 2 Karten verdeckt. Und beende meinen Zug. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Karte, die ich hier ins Deck genommen habe, bedauerliche Wiedergeburt, nicht so der Renner sein dürfte, wie ich eigentlich gehofft habe. Denn ich kann sie eigentlich... Also, ich meine, es bringt ja eigentlich nur dann was, wenn ich es in meiner eigenen Standby fahre. Also, sprich, meinem eigenen Zug, wenn ich ihn dann zurückhole. Nicht den gegnerischen. Na, das war ganz toll. So eigentlich nicht, wa? Ich aktiviere magischer Abfluss. Na dann, Kumpel. Wir haben Zauberkarte ab, oder aber... Der Effekt ist annulliert. Na, toll. Er hat doch echt eine Zauberkarte abgeworfen. Okay. Das sieht nochmal crazy aus. Stachelschraubenigel. Nun gut, ich setze ein Monster verdeckt. Wirkt schon was. Zauberschriftrolle. Irgendwie ein leicht verrücktes Deck, wa? Soll ich nicht? Ich lasse mal ein bisschen zappeln. Setze diese Karte verdeckt und beende meinen Zug. Simon.
Simon, Fyodor, Alvin. Ja. Dazu zu den Chipmunks. Jetzt geht's weiter hier mit. Wer denn das? Ein verflucht starkes Monster, wie es aussieht. Nö, noch nicht. Lass es mal. Wieso greift der Krieber uns nicht an? Hä? Ist irgendwie leicht crazy, aber gut. Mystischer Weltraum-Taifun, Jagd seine, was auch immer. Die Karte. Ist eigentlich doof, weil der Effekt geht sowieso in 2 Zügen vorbei. Ist egal, ich will eigentlich mal angreifen. Na dann, zieh ich mal wieder und was haben wir Schönes? Letzter Countdown, Freunde. Es wird Zeit für eine neue Zauberkarte. Na dann, in 20 Zügen ist alles vorbei. Aber bis dahin kann die Zauberkarte Spalt. So viel dazu. Jetzt wird es Zeit, dass ich ihn zurückhole, meinen Stahlschraubenigel. Kehre zurück auf das Spielfeld, kleiner Kumpel. Yeah, der freut sich schon so. Sehr schön. Und nun rufe ich als Normalbeschwörung, indem ich wieder mal mein Monster opfere. Den allmächtigen Mega Cyber. Und nun, Freunde, wird es Zeit für die ultimative Synchrobeschwörung. Zeige dich, Sternstaubdrache. Krebons wird eingestummt oder eingestimmt, wie auch immer. Auf Mega Cyber und damit entsteht ein neues Licht am Himmel. Der Sternstaubdrache. Yeah. Der King im Ring. Naja, kommt es drauf an, dann werden wir es gleich sehen. Sternstaub! Drache? Der hat meine Battlephase übersprungen. Das gibt's nicht, ich kann nicht angreifen. Okay, Zug beendet. Alter! Was ist denn das für ein Scheißeffekt? Okay. Eine Flamme brennt, noch 19 Züge. Das war irgendwie klar. Das. Okay, da mir ein bisschen zu viele Zauber fallen kann, dass mal eher sein soll. Und die zweite Flamme brennt. Na dann. Mal gucken. Geisterwach für die Defense. Okay, nicht schlecht. Sternstaubdrache, vernichte sein Monster. Sternexplosion. Da wird dir wohl der Hund was treibt der da? Sternstaubdrache, du darfst nicht sterben, das geht nicht. Scheiße, okay, ist jetzt ein Monster verdeckt und beende meinen Zug. Mann, ey, was treibt denn der Typ? Tschupp, die Nummer 3. Noch 17 Züge, Freunde. 17 Züge bloß noch. Sag mal, Defense spielen, verdeckte Zauber fallen kann, ist ja schön und gut, aber wie will denn der gewinnen? Mal ganz ehrlich. Mit einer Defense gewinnt doch keiner. Außer will, nee. Exodia? Wohl kaum. Ganz geil. Aber zuerst mal switchen natürlich meinen Sternstaubdrache zurück in Angriffsmodus und es wird Zeit mal direkt gut, direkt zwar nicht, aber egal. Sternstaub, vernichte sein Monster! Bitte, ja. Sei so lieb! Das glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Alter, das ist kein Geisterlehrling-Deck, das ist ein Nervdeck. Mann, ey. Was für ein Penner. So, die 5. Fackel. Das 5. Lichtlein. Ich meine, die Zauberkarte kann eh nicht mehr aufhalten. Das geht nicht mehr. Ach nö, bitte nicht. Gut, wenig Angriffspunkte, na Gott sei Dank. Sag ich ja. Na, warte, Mann. Ich bin mein Zug. Ja, war ja klar. Okay, Final Countdown.
Und ich ziehe mal wieder. Nee, das immer noch wollen. Das lassen wir noch momentan noch. So, und jetzt Sternstab, wenn ich mal bitten darf. Wär's mal so gut. Und vernichtest sein Monster. Bitte, ja, sonst einmal. Hyper-Mega Sternenlaser. Na geht doch. Wir sind ja gleich so. Perfekto, mein Zug ist beendet. Jetzt kannst du wieder mal etwas versuchen. Die Nummer 7. Was sagt die Zeit? Wir haben noch knapp 4 Minuten Zeit im Part. Müsste, ja, theoretisch reichen, wenn das weitergeht. Dann sehe ich ein bisschen schwarz. Ich halte das Schwarz her. Nun gut, nun gut. Dann ziehe ich mal wieder und Raigeki-Brecher wird ja immer geiler. Tja, Kumpel, bist nicht der Einzige, der hier coole Zauberfallenkarten hat. Sternstaubdrache, vernichte sein Monster, Sternexplosion. Ich liebe diese Animationen und damit war es aus mit außer, was? Okay, wollte ich eine Fähigkeit noch aktivieren? Doch daraus wurde leider nichts mehr. Gut, jetzt noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Tschick, die Nummer nach. Lalalala. Er hat keine Chance mehr. Und zumindest kaum noch. Also eine üble Defense, ey, die regt mich auf wie sonst was. Aber gut, von mir aus. Kommt bereits Nummer 10. Die Hälfte ist bereits vorbei. In weiteren 10 Zügen ist das Duell vorbei, Leute. Eine Karte nach der anderen. So, die 4. Kartennummer verdeckt. Und jetzt wird's Zeit. Sterndrache. Sternstaubdrache natürlich. Ah. Mach aus ihm Sternstaub. Nö. Jetzt nicht. Und das ist Hilta. Ich meine auf das volle Monster, ja. Normalerweise habe ich keinen. So, Zug beendet. Dann mal gucken. Der alte Simon. Was kann der überhaupt noch? Das war bereits Zug Nummer 11. Er wird verlieren, Freunde. Das ist sowas von sicher, hey. Gut. Kommen wir gleich mal zu Zug Nummer 12. Der Kreis schließt sich. Okay, öne mene mu und raus bist du. Ja, vermutlich schon, aber egal. Es wird jetzt Zeit für meinen Sternstaubdrachen, sein Monster zu vernichten. Wieder einmal. Once again. Und eine Windzauberin? Bitte was? Ah, so, okay. Ja, solange ist sie halt, aber es ist ja nicht mehr. So, Zug beendet. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit Final Countdown. Oh, die 13, das ist eine Unglückszahl. Aber ob es auch eine für Simon ist? Wer weiß das schon? Tja, scheinbar ja schon. Dann wollen wir... Ja. 14. Schön, nochmal eine Flamme. Sehr schön. Und dann wollen wir mal... So, ich setze meine letzte Karte verdeckt. Und greife noch einmal an mit dem allmächtigen Sternstaubdrachen. Sternstaub-Explosion. Geil, Mann. Und das war's mit einem weiteren Vertrauten.
Oh je, oh je. Und unsere Decks. Wir haben immer weniger Karten. Nummer 15 bereits. 5 Züge sind's noch. In 5 Zügen, Freunde. Vielleicht kriegen wir ganz, ganz viele extra DPs. Man könnte ja sein, oder? Ja, so langsam langweilig, mal ganz ehrlich. Aber egal. Erstmal aktiviere Staubtornado. Werfe oder zerstöre diese Fallenkarte. Das war ja irgendwie klar, wa? Moment. Grundarke, wie viel ist es? 500. Ich kann schon mal schauen, wenn ich jetzt die Karte aktivieren würde. Reingegibrecher, die dritte Kette. So, du kommst weg, Teslos. Und sagt Tschüss. Das war, ja, egal. Nichts Besonderes zumindest. Und da kommt wieder mal die Nummer 16. Spielerwechsel, sehr schön. Ah, die freundliche Volta, die gibt es ja auch noch. Und dann gleich mal aktivieren. 3 neue Karten und was habe ich da Schönes? Oh, Alter. Was für eine geile Kombination. Nee, das wird ja richtig feierlich. Gut, kommst du weg und du auch noch. Ich hatte doch im Deck noch irgendwo was, ein Level 8 Monster oder so? Nee, was war denn das? Doch, Level 8. Tja, bisschen doof, wa? Egal. Just for fun trotzdem. Ich rufe. Blinder Captain. Effekt aktiviert und hiermit kam, ja, rufen wir mal einen Gerümpel-Synchronisierer. Peace, Mann. So, wird mal Zeit, ein neues Monster zu rufen. Ja, wen rufen da? XC-Blurballon? Ja, was Neues, wa? Ja, wieso nicht? Na dann, ich stelle meinen Gerümpel-Synchronisierer auf meine Geistwache ein und rufe... ein X-Säbelmonster im Angriffsmodus. Und den Karteneffekt nix. Ist ja schwach, Mann. Ist nicht gar Schwachmat, Mann. So, Sternstabdrache, los geht's. Ja, auch Eria muss leider von uns gehen. Na dann, XC-Blurballon. Direkter Angriff. Und jetzt noch der Plunder Captain. Tja, Leute, da lacht das Herz, was? So, wir haben es bald geschafft. Wir sind bereits bei Zug Nummer 18, oder? Kann das sein? Ja, 17 erst, okay. Dann bin ich mal gespannt, was der jetzt treibt. Nichts Kluges auf alle Fälle. So, das war Nummer 18. Ja, wir haben es bald geschafft, Freunde. Bald ist geschafft, bald. Dann ziehe ich nochmal und... oh, Feinkontrolle, ganz cool. Da braucht es gar nicht mehr. So, Zug beendet. Denn jetzt haben wir gleich sowieso gewonnen. 19. Weil jetzt müssen wir es schaffen, in diesem Einzug das Duell noch umzureißen. Und das, denke ich mal, ist komplett unmöglich. Dass wer das schaffen soll, wäre mir echt ein Rätsel. Freunde, es ist vorbei. Die 20. Final Countdown. Gewonnen. Du hast aufgrund der Effekte des... also der Effekte der Karte, letzte Countdown gewonnen, okay? Der Effekte vor allem. Ist nur einer. Ja, Mann, hab ich doch gesagt. Alter, wie viele DP ist das? Der Hammer. Okay, besorgen wir ein stärkeres Deck und dann werde ich dich schlagen, Mann. Was? Das liegt nicht am Deck, sondern können des Spielers. Scheiße. Ja.
Wie immer, Freunde, das war's für heute hier mal mit Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Colors mit dem besonderen Effekt halt von Let's Start Countdown. Was für eine krasse Karte war. Ich meine, gut 20 Züge sind natürlich schon ein bisschen lange. Aber unter Umständen kann man so schon ein Duell wieder rumreißen. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.